Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Hey, sorry 1000-mal für die Verspätung. Ich habe hier leider... drunter und drüber ist... Holy shit. Nein, es ist... ich habe hure Mühe gehabt. Ich habe wirklich über eine halbe Stunde umprobiert, die Switch mit dem Elgato Game Capture Teil an meinen PC anzuschließen. Und ich habe gemeint, ich habe es richtig gemacht. Und dann habe ich festgestellt, also dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich dann ist es wirklich einfach komisch werden. Ich dachte, ich habe es doch richtig gemacht. Das stimmt doch so. Und es hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich es verschlimmbessert. Also habe ich alles umgesteckt und 1000 verschiedene Variationen geschaut und im Internet nachgeschaut und wieder umgesteckt und wieder so und wieder so und wieder da probiert und das probiert und hier ausprobiert und dann noch das Kabel geholt und dort noch eins. Bis ich am Schluss herausgefunden habe, dass es einfach nur daran gelegen ist, dass aus dieser Steckdose, wo ich die Switch eingesteckt habe, und es ist die gleiche, wie ich sie immer eingesteckt habe, also es hat sich nicht geändert, dass sie aus irgendeinem Grund keinen Saft mehr zieht. Dann denke ich so, hey, nein. Dann bin ich, irgendwann bin ich so wirklich so spontan auf die glorreiche Idee gekommen, so, ich könnte eigentlich mal schauen, was passiert, wenn ich das Netzteil an in eine andere Dings anschliessen, in eine andere Stromquelle. Dann plötzlich hat es funktioniert. Und zwar so, wie ich es von Anfang an eigentlich eingesteckt hatte. Ja, darum bin ich jetzt ein bisschen zu spät. Tut mir verdammt leid. Und darum konnte ich auch noch absolut nichts vorbereiten. Es tut mir echt leid. Aber ich hoffe, es geht euch gut. Ich tue jetzt dann noch gerade schnell das Giveaway vorbereiten. Ich sehe gerade, habe ich noch ganz alt, also noch Giveaways drin von der Fantasy Basel. Die können wir natürlich alle löschen. Hier machen wir ein neues. Der Name ist Mario Strikers Battle League Fan Kit. Das kann man nämlich gewinnen. Es hat ein T-Shirt in Größe S oder M. Dann kann man einen Schal, Poster, das Notizbuch, Poster, Notizheft, Stickers und natürlich das Game, glaubst du? Hey Spu, wie geht's dir? Ich muss nämlich nachher ganz schnell etwas schauen, weil ich bin... jetzt hat sie abgestellt. Ich bin nämlich ein bisschen irritiert. Ich habe nämlich das Spiel schon. Ich habe das geschickt bekommen. Bitte sag mir, dass du jetzt nicht einfach keinen Saft mehr hast. Mein Controller hat keinen Saft mehr, das gibt's doch nicht. Hey, heute läuft alles schief. Are you kidding me? Hoi, Mr. Dülli. Nein, also echt, es hat da keinen Saft. Nein! Schweinerei! Zum Glück habe ich noch eine zweite. Also kein Pro zwar, aber ja, halt das Handgriff. So. Ist natürlich schon nicht so nice, aber I mean, why not? Es ist besser als nichts.
Und da die immer am Dings angeschlossen sind, am Strom, funktioniert das natürlich easy. Hey Austin, wie geht's dir? Ist das jetzt gut? Also, jetzt muss ich nämlich ganz schnell etwas nachschauen. Es ist die volle Version. Wahnsinn. Ich habe das nämlich gar nicht gewusst. Aber ich habe tatsächlich das Mario Strikers. Hey Austin, danke vielmals für die Follow. Willkommen bei uns. Ja gut, jetzt macht es hier natürlich gerade schon Dings. Wobei, nein, ist es nicht nur eine Demo. Ist das die Demo? Du hast das Game? Nice. Sehr cool. Das ist doch schön. Genau, so. Aber das ist... Ich bin einfach gerade ein Fan-Kit-Dings am Vorbereiten. So, Zeit haben wir. 1 Stunde und 30 Minuten. So. Jeder darf mitmachen. Man muss natürlich Follower sein. Und man kann 150 Punkte kann man mitmachen. Hey, kannst du noch jemanden von uns, Busbu? Du bist du noch da? Könntest du schnell Ausrufezeichen Points in Chat schreiben? Einfach zum schauen, wie viel du hast. 248. Dann ist 150 eben schon relativ viel. Dann machen wir es nämlich runter auf 77. Was eine lustige Zahl ist. Das klingt doch gut. Also. Genau. Hey Bud Spencer, du hast leider nur 15. Nicht 69. Wir können natürlich auch 69 machen. Oder wenn wir 50 machen. Ich glaube, wir haben schon 50 gemacht. Du hast natürlich mega viel. Ja komm, machen wir 50. Your stream, you choose. Ja, aber ich muss ja auch ein bisschen wissen, wie viele Punkte ihr etwa so ungefähr habt. Mr. Dulli, bist du auch noch da? Er hat 113. Eben ja. Also ich finde, 50 ist, glaube ich, wirklich eine gute Zahl von Punkten, die man muss haben. Ihr könnt natürlich jetzt im Verlauf von diesem Stream noch Punkte sammeln. Eben. Man muss schon ordentlich dabei gewesen sein. So als Referenz eben. Nein, 50 ist, glaube ich, ganz fair. Oder machen wir 44, was eine lustige Zahl ist. Ich bin mit Täufer. 44, so. Also, genau. Ich mache noch ein Musik. Also folgendermaßen: Ich habe ein Game auf meiner Switch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es nur die Demo ist. Wo dort steht First Kick drauf. Ich muss das, glaube ich, schnell googlen im Fall. First Kick ist das. Das ist die Demo, ja, tatsächlich. Okay. Gut, ich habe nämlich das Game zugeschickt bekommen. Zusammen mit einem kleinen Fan-Päckchen. Habe ich gratis gehört. Genau. Demo von Mario Strikers ist natürlich gratis. Genau, die haben wir natürlich dann angeladen, aber bin überhaupt nicht dazu gekommen zum Spielen.
Ich habe aber von Nintendo das Game zugeschickt bekommen, zusammen hier mit einem Fan-Päckchen. Das Game, muss ich leider sagen, das brauchen wir sicher noch, da wir es nicht, also weil wir es nicht doppelt haben. Aber das Fan-Päckchen würde ich echt gerne verlosen. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich glaube ich so einen Fall auf dem Bild. Ich habe gemeint, ich habe es doppelt. Das tut mir hure leid. Auf dem Foto auf Twitter ist glaube gestanden, also habe ich glaube das Game auch drauf. Aber ich kann wirklich leider euch das Game nicht verlosen, weil ich es selber schon gar nicht mehr habe. Und wir es eben eventuell für Co-op-Streams halt dann noch bräuchten. Und für allfällige Reviews. Darum würde ich mega gerne auch den Preis noch ein bisschen günstiger machen. Und zwar machen wir es einfach 25. So. Sorry, I don't understand. Yeah, Austin, are you from Switzerland? Because we do have a giveaway now, but the giveaway is only for people that live in Switzerland. I cannot send it to any foreign country. Was sind das für Points? Mr. Düeli, die Punkte, die hast du gesammelt, während du die Streams schaust. Also wenn du auf Streams schaust und so weiter, dann sammelst du so Punkte. Es sind nicht die Kanalpunkte, es sind andere Punkte irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt. Auf jeden Fall kannst du mit diesen Punkten bei unseren Giveaways mitmachen. So wie jetzt eben bei dem hier. Genau, ich zeige es euch vielleicht noch schnell. Das eine T-Shirt, ich musste es halt aufmachen. Das ist jetzt S, aber ich habe es auch noch im M, das ist noch original verschlossen. Das ist das T-Shirt von vorne. Und das ist das T-Shirt von hinten. So. Schon mit dem Artwork drauf natürlich. Ich habe das eine in Grösse S, das ist das hier. Und eine in Grösse M. Das sind Männerschnitte. Und da gibt es einfach... ja, könnt ihr euch aussuchen, welches das euch passt. Wenn ihr wollt, kann ich euch schon beide mitschicken. Ich glaube, das wäre gar nicht so tragisch. Ich kann euch auch beide mitschicken, wenn ihr beide wollt. Vielleicht wollt ihr sie einem Kollegen schenken oder so. Oder einer Freundin oder einem Freund oder keine Ahnung. Genau, also 2 T-Shirts, eines S und M. Kann ich eigentlich wirklich beide mitgeben. Wieso eigentlich nicht? S und M. So. Dann haben wir hier so einen Schal. Das ist wirklich so eine Fanschal, wie man ihn halt vom Fußball kennt. Wir haben hier so ein Notizblöckchen mit leeren Seiten, ohne Linie, aber hier mit dem Artwork nochmal drauf. Genau, ich kann ein bisschen zeichnen. Hier ist so ein Stickerbogen. Ups. Jawohl, so ein schöner Stickerbogen. Dann haben wir hier noch ein Poster. Genau, und das wäre es, glaube ich. Mehr ist doch da nicht mehr drin. Und sonst habt ihr dann eine Überraschung. Falls ihr das Päckchen aufmacht und noch mehr drinnen ist doch auch nicht schlecht, oder? So, genau, ich tue jetzt aber alles wieder einpacken. Auf jeden Fall gibt es das alles hier zu gewinnen heute. Das Game kann ich euch leider nicht mitgeben. Tut mir echt leid, ich hätte es euch echt gerne geschenkt, aber ich habe es leider sonst nicht mehr. Und wir brauchen das sicher noch für weitere Streams. Von dem her, ja. Aber hey, ich glaube, das ist auch schon cool. Dafür ist es nicht so teuer zum Mitmachen. Nachsenden, genau, da muss ich aber schauen, ob ich bei Nintendo nochmal eins bekommen kann. Aber die sind eben meistens ziemlich schnell weg. Und normalerweise kommt jeder auch nur ein Dings über. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr zum Trinken habe und eigentlich noch schnell gehen bis das Wasser holen. Hey, es tut mir leid, dass es so ein mega Chaos ist. So, jetzt muss ich das Giveaway schnell fertig machen. Aber ich bin wirklich gerade, dass das am Anfang mit der Dings nicht funktioniert hat, mit der Elgato. Hey, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Hey. So, also das... Gut.
A very few moments later. Genau, das Busbus, so sieht es aus. So. Genau, das bedeutet nämlich, dass ich jetzt hier das Game auch mal rein tun muss. Wo ich habe nur, aber wie gesagt, ich habe nur die Demo. Wir wollen aber natürlich schon schauen, wie das richtige Game wiederholt. Wie das so aussieht. So, komm wieder. Beziehungsweise die vollständige Version wollen wir uns natürlich ja anschauen. No, please no, Austin, because it's the first time that I'm playing the game and I want to try it out by myself first. Yeah, so please no, not yet. So, also. Ich mache jetzt das Giveaway mal eine Stunde 15. Wo wir jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen Zeit verschwendet haben und so. Und dann würde ich sagen, ich starte das einmal. Und ihr könnt Ausrufezeichen Win in den Chat schreiben, um am Giveaway teilzunehmen. So, genau. Und ich kumpe dann mal ins Game rein und schaue. Warte, auf die andere Seite. So. Genau, und schauen, was das hier so für eine Schnur macht. Hätte ich fast gesagt. So. Ladevorgang. Ich würde sagen, das ladet aber lang, aber es ist, glaube ich, normal für die Switch-Games. So. Leute. Der hat keinen Game-Sound. Doch, sicher. Schlägt ja aus. Vielleicht ist es einfach mega leise. Hörst du es? Ernsthaft? Der hat keinen Ingame-Sound. Ist sehr leislich. Ich kann es nicht lauter machen als so. Hey Hörnli-Mann, wie geht's dir? Ja, es ist enorm leislich, der Sound. Sorry, normalerweise ist es immer umgekehrt. Ich kann nicht lauter machen. Tut mir leid, lauter geht nicht. Beziehungsweise, nein. Es ist ganz oben. Also. So. Nein, es geht nicht lauter als so. Aber es ist doch auch gut, wenn es einem auch nicht die Ohren zuballert. Nicht? Ich habe gar keinen Online-Zugang. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, das Game. Darum würde ich sagen, wir effektiv mal das ganze Tutorial durchspielen. Oder wie sie es nennen, Training. Laufen und schießen. Ja, so schwierig kann Laufen und schießen ja nicht sein, oder? Also es ist wirklich enorm leislich. Also als Switch selber kann ich es natürlich nicht lauter machen. Ah, um Himmels Willen. Okay. Wisst ihr was?
Ich blame im Fall meinen Freund für das. Moment, schnell, ich muss schnell etwas austesten. Keine Ahnung. Was immer so kröselt. Warum kröselt es gegen so? Ja. Ja. Ist so besser von Lautstärke. Sorry, ich blame meinen Freund, der hat es wahrscheinlich abgestellt. So, aber so ist besser, oder? So, also. Hallo, ich bin's, Fußbot. Willkommen bei meiner Lektion Laufen und Schießen. Okay. Die GSF hat mir aufgetragen, dir die Grundlagen von Strike beizubringen. Von mir wirst du alles lernen, was du können musst, um auf dem Spielfeld erfolgreich zu sein. Wenn du alle meine Lektionen abschließt, kannst du es sicher zu einem Top-Striker bringen. Lass dir beim Erlernen der Steuerung Zeit und vergiss nicht, Übung macht den Meister. Bist du bereit? Yes. Aber Geiz ist besser. Ich weiß nicht, warum das so wenig herkam. Also so weit abgestuft war vorher. Beginnen wir damit, wie du deinen Charakter über das Spielfeld bewegst. Wieso verwendest du ganz einfach L? Nein, wirklich, das hätte ich jetzt also nicht gedacht. Der mit der Zahl über dem Kopf ist der Charakter, den du momentan steuerst. Dann lauf doch mal umher. Hui. Ja, awesome. So, ja, ist jetzt einfach. Du kannst auch Sprints einlegen, um schneller voranzukommen. Allerdings ist das auch anstrengender. Sprinte also nicht zu viel, sonst kommst du irgendwann vor Erschöpfung nicht mehr weiter. Laufe mit Hilfe von L und halte dabei ZR gedrückt, okay, um zu sprinten. Okay. Yeah. 5-mal muss ich das machen. Ups. Okay, jetzt wissen wir auch, wie der Dingsschuss geht. Hey, ernsthaft, 5-mal? Der wird mir ab... Oh shit. Der wird mir auch nicht sagen, dass ich das 5-mal muss üben, damit ich weiss, wie es funktioniert, oder? Gut, ich meine... Okay. Ich muss ja nicht 5-mal aufs Goal schießen. Von dem her. Kommen wir jetzt zum Torschießen. Schiessen? Zum Torschießen. Begib dich mit dem Ball zur markierten Position. Hey, zum Torschießen. Wir sind hier in Bern, nicht wahr? Zum Torschießen, jawohl. So geil. Du kannst so in der gegnerischen Hälfte aufs Tor schießen. Wenn du dich in ihr befindest, drücke kurz A. Das habe ich aber vorher schon 1000-mal gemacht. Hey. Hey, aber... Warum hat das vorher nicht gezählt? Bin ich zu nahe gewesen? Weird, okay. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Also. Ernsthaft? Ah, shit. Ja, vorher wollte ich sprinten und dann den Schuss machen, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich muss es nochmal ausprobieren. Also. Nein, wenn man sprintet und dann andrückt, dann kann man den Schuss nicht aufladen. Oder komisch, okay? Scheint nicht zu funktionieren. Schlecht platzierte Schüsse sind eine leichte Beute für den Torwart. Es ist nicht einfach, den Torhüter zu überwinden und einen Treffer zu erzielen. Wer in die Torecken zielt, erhöht die Aussichten auf einen Torerfolg. Um deinen Schuss zu platzieren, bewege L in die gewünschte Richtung. Drücke kurz A oder halt A gedrückt und lass den Knopf dann los. Wenn du L nach oben bewegst, geht der Schuss in die Torecke, die dem oberen Bildschirmrand näher ist. Und wenn du L nach unten drückst, also bewegst, geht er in die nach unteren Bildschirm näher Torecke. Okay. Wenn du L nach links oder rechts bewegst, wirkt sich das wie folgt aus. Bewege L vom Tor weg, um höher zu schießen, und bewege L zum Tor hin, um einen Flachschuss abzugeben. Okay. Interessant. Also... Ich habe nicht mal getroffen. Okay, da habe ich getroffen. Da habe ich auch getroffen. Okay.
Hier noch ein wichtiger Tipp. Auch die Schuss- und Technikwerte eines Charakters wirken sich auf die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs bei Schüssen aus. Falls du Schwierigkeiten hast, einen Treffer zu erzielen, könnte das an niedrigen Werten deines Charakters liegen. Oh, gibt's das? Krass. Gut, Zeit für ein kleines Trainingsspiel. Okay. Oh. Das habe ich so jetzt eigentlich gar nicht wollen. Ups. Hey, was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber oh shit! No! Wurde fies. Aber wenigstens nimmt der Bau automatisch an. Das ist ganz chillig. Hey, das ist echt nicht so einfach. Oha! Krass! Der ist verdammt breit, Mann. Der ist fast so breit wie das Goal selber. Wie soll das funktionieren? Oh nein, 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 sicher nicht erneut. Scheiße. Jetzt habe ich jetzt schnell auf A gedrückt. No! Ich muss es nochmal machen. Ernsthaft? Nein. Muss ich es nochmal durchmachen? Ernsthaft? Nein, 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 Moment. Lektion beenden, da. Ich wollte sagen. Das kann jetzt auch nicht sein, dass ich es nochmal machen muss. Besser als FIFA finde ich es schon mal. Ja, ich gehe. Gut, aber noch spielen wir nicht. Noch sind wir ja nur beim Training. Wir sind erst im Tutorial. Von dem her, ja. Also, passen ist die nächste Übung. Hier ist Fußball, stellen zu Diensten. Du möchtest alles Wissenswerte über das Passspiel erfahren. Sehr gut. Dann legen wir gleich los. Kommen wir nun zum Passspiel. Um den Ball an einem Teamkameraden abzugeben, drückst du einfach B. Ach, eine Sache noch. Wende dich stets dem Charakter zu. Okay. Okay. Oh. Ah, das war A. Sorry, ich bin Ego. Nice. Ah, das ist doch cool. Das ist noch witzig gemacht. Jetzt kommen wir zu Pässen, bei denen der Ball in hohem Bogen fliegt. Solche Lupfer sind ideal, um den Ball über einen Gegner zu heben, der im Weg ist. Okay. Um einen hohen Pass zu spielen, musst du nur Y drücken. Ach so. Ja, das ist ja voll einfach. Warum kann ich jetzt... Aha, oh Gott. Yeah. Du hast es vermutlich schon gemerkt, aber falls nicht, welchen Charakter du steuerst, wechselt automatisch. Wenn dein Team im Ballbesitz ist, steuerst du immer den ballführenden Spieler. Das ist gäbig. Wenn der Gegner den Ball hat, kannst du auch manuell ändern, welchen Charakter du steuerst, indem du L drückst. Aha. Okay. Bei der Teamauswahl kannst du vor Spielbeginn die Art der Charaktersteuerung manuell oder Auto festlegen. Übe jetzt schon mal ein bisschen von... Okay. Ja, aber das wählt ja voll doof aus, ne? Also, jetzt machen wir ein kleines Trainingsspiel wieder. Oh, oh, oh. Los, Bowser! Er ist verdammt breit! Ein verdammt Mocke! Hey, Nifty, wie geht's dir? Denkt dran, Leute, machen beim Giveaway mit! Was ist eigentlich X? Ist X echt, da, nächste Lektion. Ist X echt das Ding? Tracklinks und Finden.
X ist sicher Dings, wie heißt Ulti oder so. Als erstes steht das Trackling auf dem Programm. Bei einem Trackling wird der Gegner umgestoßen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und das ist bei Mario Strikers möglich, im Gegensatz zu FIFA oder allen anderen sehr realistischen Fußballspielen. Das bewerkstelligst du, indem du dich dem Gegner zuwendest und kurz Y drückst. Gut zu Ziel ist wichtig, sonst geht dein Versuch ins Leere. Oder gut! Oh mein Gott, I love it! So geil! Hihi! Hab ich gern! Hey, hör mal! Yeah, der erste schon mitmacht im Giveaway. Ich glaube, du gewinnst in dem Fall so oder so. Kommen wir nun zum aufgeladenen Trackling. Wende dich auch hier dem Gegner zu. Halt Y gedrückt. Oha! Wenn du einen Charakter mit einem aufgeladenen Trackling von den Beinen holst, braucht er länger, um wieder aufzustehen. Alles klar. Nö, ja, nice, haben wir schon 2 Wochen. Oh shit! What a Assi! Hey, nein. So gut. Will auch mitmachen im Fall. Charodan, ja, der macht mit. Einfach, dass ihr es wisst, das kostet euch 25 Punkte. Also, von dem her, ich weiss halt nicht, ihr müsst halt 25 Punkte haben. Sorry, falls ihr es noch nicht habt. Es hat noch ein bisschen Zeit zum Sammeln. Das Gewinnspiel lösen wir erst in der Dings mit. In 3/4 Stunde lösen wir es erst auf. Also mit R kann ich es abbrechen oder mit B? Okay. Oh shit. Entschuldigung! Aber ich mache es einfach zu gern. Ja, das geht jetzt auch noch. Das ist jetzt so schwierig. Soundrips macht auch mit. Nice. Einen kleinen Tipp hätte ich für dich zum Thema Trackling. Der Kraftwert eines Charakters hat Einfluss auf die Effektivität von Trackings. Also das heisst, dass zum Beispiel ein Peach sicher kein Bowser kann am Boden hauen. Okay. Mit Bowser oder Donkey Kong kommst du bestimmt sehr schnell zu Erfolgserlebnissen. Aber gell, fast denkt. Oh ja, Schützen ist auch ganz wichtig. In diesem Fall hilft dir eine Finte. Drücke R, wenn der Gegenspieler schon nah bei dir ist. Drücke R und bewege L, um eine entsprechende Richtung ausweichen. Wenn du mit einem Ausweichmanöver die seitliche Begrenzung anvisierst, wird dein Charakter automatisch umgeleitet, damit er nicht in einen Zaun einschlägt. Okay. Oh shit. Upsi. Hey! Hey, ausweichen ist noch schwierig, ey. So, jetzt. Au! Ja, jetzt hier ist die Zunge, Mann. Ah. Okay, das ist voll daneben. Stone Drip, hey! Merci vielmals für das Giveaway. Und Charodan, merci vielmals für den Follow. Wieso komme ich keine Alerts über? Zeigst du dir nicht an? Ur komisch. Aber hey, danke vielmals, mega lieb. Ur cool. Hast du es fest gespielt? Wahrscheinlich, gell? Habe ich gar nicht gesehen. Finden ist auch ohne Ball möglich, hä? Ernsthaft? Okay. Wieso sollte ich ohne Ball ausweichen müssen? Ah, fuck. So. Okay. Im Giveaway ist ein Mario Strikers Fan-Päckchen mit 2 T-Shirts, ein S und ein M, so eine Fanschal, ein Notizbuch, Stickers, Poster.
Genau, so ein Fanpäckchen halt. Aber hey, merci vielmals für den Follow auf jeden Fall, Charodan. So, also, Trainingsspiel. Oh Gott. Oh yeah, mit dem Bowser. Aber ich will doch... Was soll das? Hä? Ich muss ja Y drücken, Mann. Hey, sag mal, wo bin ich jetzt? Ah, da. Hey! Hä? Ich drücke die ganze Zeit Y, wo ich will. Ich kapiere es nicht. Ah, jetzt. Aber wie kann ich... Kann ich... Oh, wow. Kann ich nur... Ich kapiere noch nicht so ganz, wieso funktioniert das jetzt nicht mit dem... Ich drücke die ganze Y, wo ich will, das da machen, genau. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Ah. Hä? Autsch. Hä, wieso funktioniert das nicht? Hure komisch. Ich drücke wirklich die ganze Zeit Y, wo ich will, also ich halte ihn ja gedrückt, wo ich ja eben will ja das Trackling machen. Wieso geht das nicht jetzt? Hey, ich komme hure nicht raus. Ich kann ja nicht einmal kurz drücken. Hä? Also, sorry, aber buggt das oder was ist das Problem? Ich muss die Lektion nicht durchgehen, aber wenn ich nonstop auf Y drücke und nichts passiert, kann ich ja nichts machen. Hä? Ich raff es nicht. Was? 2 Knöpfe? Nein, du musst ja Y gedrückt halten. B und R ist zum Abbrechen, Hörnli Mann. Nein. Du musst Y kurz drücken zum Trackling, also zum jemanden anstoßen. Und dann, wenn du willst aufladen willst, musst du Y lang gedrückt haben. Aber das hat ja bei mir nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit nur den Ball losgeschossen. Es ist, als wäre Y und X vertauscht oder so, keine Ahnung. Also beziehungsweise, nein, du brauchst auch Y, um einen Hochpass zu machen. Darum ich irgendwie... Nein, kein Scheissspiel. Direktspiel. Aber ich muss noch ein bisschen herausfinden, vielleicht hat es mit der Distanz zu tun, dass ich zu weit weg von den Gegnern war oder so. Ich weiss es nicht. Ja, wir werden es herausfinden. Wohl oder übel. Also wird man zunächst im Direktpass. Mit dieser Technik leitet man einen Pass sofort mit einem Mitspieler weiter, ohne den Ball zu stoppen. Das habe ich vorher 1000 Mal gemacht, ja. Eben mit B oder Y, eben, das ist halt genau das, oder? Das habe ich vorher etwa 1000 Mal gemacht, wo es mir Y nicht hat aufladen wollte. Okay. Direkt ins Tor schießen. Die Ausführung ist nicht schwer. Passe den Ball zunächst mit Hilfe von B oder Y und drücken noch vor der Ballannahme A. Wenn du siehst, ist das ganz ähnlich wie im Direktpass. Okay. Ah! Ah. Yeah! Okay, das war aber mehr ein Zufall als schon etwas. Hey, Redsem. Ich bin Deutscher und habe echt Probleme, dich zu verstehen. Das ist irgendwie witzig.
Ja, Schweizerdeutsch ist halt schon eine ganz andere Sprache als Deutsch, ne? Aber hi, schön, dass du da bist. Also, Zeit für ein kurzes Trainingsspiel. Deine Aufgabe besteht darin, vor Ablauf der Zeit 5 Direktpässe zu spielen und 5 Direktschüsse abzugeben. Okay. Also. Ei. Hey! Wuhu! Da muss man durch. Das ist so, ja. Ah! Mann. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Okay, Wahnsinn. Ich habe einen österreichischen Kumpel. Wenn der loslegt, kommt man auch gar nicht mit. Feier sowas irgendwie. Ja, ist doch schön. Aber wenn ich das Hochdeutsche so im schönen Schweizer Hochdeutsch vorlese, dann verstehst du es schon, oder? Ich denke, im Tutorial hast du halt so Einschränkungen, dass du es mal alles gemacht hast. Nein. Vorher hätte ich ja üben. Und das ist ja genau das. Vorher hätte ich ja müssen üben, dass ich trackeln kann. Und das hat ja nicht funktioniert. Darum hat es irgendwie nicht geklappt. I don't know. Also, wenn die Zuschauer dramatische Action geboten bekommen, werfen sie manchmal vor lauter Begeisterung Fragezeichenblöcke auf das Spielfeld. Berühre einen Fragezeichenblock, um dir ein Item zu schnappen. Was für eins es ist, erfährst du allerdings erst, wenn es in deinem Besitz ist. Oha. Es gibt 2 Arten von Fragezeichenblöcken. Die in Regenbogenfarbenen können sich Spieler beider Teams schnappen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Es heißt also, schnell zu reagieren. Na dann los! Hol dir das Item. Ui. Uhu. Prima! Ja, und jetzt, wie kann ich es einsetzen? Die andere Art von Fragezeichenblöcken hat die Farbe eines der Teams. Wie du sicher sofort erraten hast, können solche Fragezeichenblöcke nur schon auch Charakter aus welchen Teams verwendet werden. Ja, natürlich. Also, die Fans werfen oft Fragezeichenblöcke auf die Farbe, also in der Farbe deines Teams, wenn einer deiner Spieler, der nicht am Ball war, mit einem Trackling umgestoßen wurde. Nett von ihnen, nicht wahr? So als kleine Unterstützung. Da gerade kein Spieler mit einem Trackling angegangen wurde, sorge ich jetzt dafür, dass die Menge Fragezeichenblöcke auflassen. Du kannst ein bisschen kennenlernen. Okay. Wuhu. Also das funktioniert nicht mit dem, das wissen wir genau. Das hat geklappt, logisch. Deine Items werden oben links angezeigt. Du kannst bis zu 2 auf einmal haben. Aha. Hey Redze, merci vielmals für die Follow. Willkommen bei uns auf dem Schweizer Kanal. Wenn beide Itemfelder mit Items belegt sind, erhältst du beim Berühren eines Fragezeichenblocks nichts. Setze Items also immer schnell ein, dann horten kannst du sie nicht. Okay. Was ist mein Hochdeutsch? Ja gut, mein Hochdeutsch ist ja eigentlich auch sehr gut. Ich streame ja privat nur Hochdeutsch, von dem her, ich kenne das schon. Aber wenn ich halt Schweizerdeutsch streame und dann dann auf Deutsch was vorlese, dann lese ich halt ganz anders vor, als wenn ich Hochdeutsch spreche. Ist halt schon so. Zeit, den Einsatz von Items zu üben. Drücke X. Aha, okay. Aber ja, Ulti in dem Fall. Wobei nicht Ulti, sondern wuhu. Oh, jetzt bin ich schneller. Okay. Wuhu. Uff. Kommen wir nun zum Bob-Bomb. Ein Wurf damit löst eine Explosion auf, die gleich mehrere Gegner umstoßen kann. Aha. Oha. Geil. Okay, das habe ich gern. Wenn du eine Banane aus Spielfeld rutscht Spieler, die damit in Berührung kommen, aus. Vorsicht, rutsch dich auf deiner eigenen Banane aus. Ja, das wär's ja noch.
Das wär's ja noch. Aber du kannst so fies einfach so abknallen damit. Dann rutschen sie automatisch aus. Okay, der grüne Panzer, logisch, den kennen wir ja alle auch von Mario Kart und so. Okay, sehr cool. Der Rotpanzer, genau, der ist nicht nochmal lustig und tut die Gegner umschießen, sondern er trackt sie ja auch noch. Das ist so geil. Okay, und also, last but not least, solange seine Wirkung anhält, bist du unbesiegbar. Du rennst sämtliche Gegenspieler über den Haufen, alle Werte deines Charakters erhöhen sich. Der Stern. Wuhu. Muahaha. So geil. Haha. I like. Okay, das wär's. Klassisches Mario halt. Ja, gut. Also der Aspekt muss ich sagen. Oh, shit, wir sind im Spielen. Wieso habe ich das nicht geschnallt? Hey. Aber also ich weiß nicht, also das mit dem Trackling, das funktioniert leider echt noch nicht so wirklich gut. Hä? Also, entweder ist mein Y-Button kaputt. Oder ich kann wirklich keinen Gegner trackeln. What a weird! Das ist jetzt gegangen mit dem Bowser. Also wie vom Going. Mann! Okay, es ist ein bisschen viel auf einmal. Ja, gebe ich zu. Es ist ein bisschen Übungssache. Hyperschüsse gibt es auch noch, okay. Es ist verdammt durcheinander. Ich glaube, da muss man wirklich ein bisschen üben. Also, Hyperschüsse. Jeder Charakter verfügt über besondere Fähigkeiten, mit denen er einen für ihn spezifischen Hyperschuss auslösen kann. Entschuldigung. Um einen Hyperschuss abfeuern zu können, musst du erst eine Strike-Kugel einsammeln. Wenn du eine siehst, berühre sie, bevor sie das gegnerische Team sich schnappt. Also. Wuhu! Es geht auf alle über. Mega geil. Eine Strike-Kugel wirkt sich auf das gesamte Team aus. Solange ihr Effekt aktiv ist, kann jeder Spieler eines Teams einen Hyperschuss abfeuern, wenn er in Ballbesitz ist. Es ist allerdings Eile geboten. Das Team hat nach Berührung der Hyperkugel nur 20 Sekunden Zeit. Aha. Letztendlich ausgelöst wird der Hyperschuss mit einem voll aufgeladenen Schuss. Hat dazu bei A lang genug gedrückt. Okay. Oha. An diesem Punkt wird es knifflig. Bei maximaler Ladung erscheint die Hyperschussanzeige. Nun gilt es, Nadel mit A jeweils genau in dem blauen Bereich zu stoppen. Was? Also man muss A zweimal drücken. Okay. Okay. Also im Blauen in dem Fall. Also jetzt habe ich aufgeladen. Bleibt jetzt das Spiel einfach stehen, oder was? Du musst das Spiel mit L1 wechseln. Nein, das heißt nicht L, das heißt nur L. Also nicht L1, das heißt L. Das andere ist ZL. Und nein, es wechselt ja eigentlich automatisch. Das ist ja eigentlich das Coole bei einem Spiel, dass es theoretisch automatisch wechseln würde. Aber ich finde, das funktioniert nicht so gut.
Also. Ich habe nichts gedrückt. Das ist voll verpeilt. Ich war gerade noch ein bisschen abgelenkt. Ja, klar! Der brennt noch. Und dann haben wir nicht einmal getroffen. Hure schlecht. Ah, shit. Okay, aber es ist eine Frage vom Timing. Tack, tack. Muss ich... Ja. Hey, nee. Ich glaube, man darf echt nicht zu nahe sein von der... Oh. Ich will es mit dem mal probieren. Ah, ich muss auf der gegnerischen Hälfte sein. Hey! No! Jetzt habe ich aus Versehen ein Tor geschossen, Mann. Okay, probiere es mit der Peach. Oh, shit. Ja, klar! Das ist nicht erlaubt! Okay, wobei es ist Mario Strikers von dem her. No one cares! Immerhin ein Go, genau. Lol. Okay, der Sound ist gut. Und Bowser, jetzt probieren wir es noch mit dir. Jawohl! Oh shit. Oh fuck. Haha, schlecht. Das ist auch nicht erlaubt. Er hat den Bau abgezündet. Schiri! Aber es geht ja mehr darum, zu schauen, wie es aussieht. Hure gut. I like. Also, die Technik wird, okay, ist natürlich spielt es auch eine Rolle, so wie immer. Hey. Ja, klar! Au! Er hat mich voll geplättet! Hä, was ist denn das für ein geiles Ding? Oh, shit. Welche muss ich drücken? Oder? Hey, also jetzt mal ohne Scheiß. Muss ich andrücken? Oh, shit. No! Ja, komm! Ja, schieß einfach. So schwierig ist es nicht, oder? Er hat mich einfach getackelt, was es geht. Oh! Ah, Scheiße, Mann, das gibt's doch nicht. Ah. Ja, Mann! Ja, es könnte im Fall, ganz ehrlich. Es könnte auch der da sein, weißt du, was ich meine? Oh, shit! Das ist geil. Er hat nicht einfach den Bau gezündet. Nein, habe ich gern. So gut. Oh, ich weiß auch nicht, ob das etwas bringt, aber du musst angedrückt behalten. Erst dann geht er durch. Ach so! Ach so! Boah, fies! Hey. Wie ist denn das passiert? Das ist so schnell gegangen.
Hey, nein. Mit dem Herzli. Oh Mann, das erinnert mich ein bisschen an Sailor Moon. Er ist mal durchgegangen. Was? Wurde schlecht. Klassischer Fettfinger, das habe ich nach 200 Spielstunden immer noch. Du hast schon 200 Stunden. Also du hast schon 200 Stunden gespielt, Resum. Oha, krass. Wahnsinn. Ich bin immer noch im Training. Ich habe heute zum ersten Mal gespielt. Hey Leute, alle die in der Schweiz wohnen, gell? Wir haben ein Giveaway am Start. Macht mit. Einfach Ausrufezeichen Win drücken. Perfekte Technik auszuführen ist schwierig und definitiv etwas für fortgeschrittene Spieler. Aber ich will dir keine Angst machen. Mit Fußballs Hilfe schaffst du das. Legen wir also los. Als perfekte Techniken gelten Aktionen, bei denen du einen Knopf gedrückt hältst und dann im idealen Moment loslässt. Beginnen wir mit dem perfekten Schuss. Ein solcher führt mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit zum Torerfolg. Okay. Also mit A aufladen und dann beobachte, wie sich der Kreis um den Charakter füllt. Ach, das gibt's auch noch. Oha. Ups. Ja, zu früh, bla bla. Oh, Mann. Genau, also zum perfekten Tackling. Es funktioniert ähnlich wie ein perfekter Schuss. Also zum Aufladen zunächst Y gedrückt und lass Y genau los, falls sie gefüllt sind. Hey, weißt du, wie oft ich das schon probiert habe? Und es hat einfach nicht funktioniert, Mann. Zu spät. Ja, I know. Mal schauen, ob es auch wirklich funktioniert. Aber irgendwie funktioniert es jetzt gleich. Lord Enzo, moin! Hast du zurück gewesen? Yes. Das mit dem Wind tut irgendwie nicht. Ja, Sharodan. Hast du... Gib mal Ausrufezeichen Points ein. Nicht Ausrufezeichen Win, Ausrufezeichen Points. Aber du hast 15 Punkte, du brauchst 25. Sorry. Du brauchst 25 Punkte zum Mitmachen. Passe zunächst den Ball mit Hilfe von B oder Y zu einem Mitspieler. Drücke B oder Y erneut und halte den Knopf gedrückt, während der Ball unterwegs ist, um das Aufladen zu starten. Okay. Hä? Also B oder Y? Hä? Was zu spät? Aber das habe ich doch... Hä? Okay. Also, ich drücke B. The fuck? Das ist ja eine Millisekunde. Are you kidding me? Holy shit, okay. Genau, der Hörnli meint 137 Punkte, er kann zum Beispiel mitmachen. Aber wenn du natürlich nicht genug Punkte hast, dann kannst du leider auch nicht mitmachen. Sorry, nächstes Mal dann musst du ein bisschen länger zuschauen. Ah. Okay. Zeit zu üben. Also. Was zu spät? Hä? Das braucht ja das Timing.
Hä? Krass. Das ist noch tricky. Zu spät. What the Am besten zwischen Mario und Peach hin und her passen, die haben einen höheren Technikstand. Ja, mache ich ja jetzt gerade, aber es ist einfach... Ich finde es noch schwierig. Also Peach finde ich am einfachsten. Okay, das hat jetzt auch funktioniert. Nice. Aber hä, krass. Zuletzt bringe ich dir noch die perfekte Finte bei. Wenn ein Gegner einen Schlag nicht startet, drückt sie R. Kurz bevor er dich erwischen würde. Bei optimalem Timer gelingt so eine perfekte Finte. Im letzten Moment ausweichen ist zwar riskant, aber wenn dir eine perfekte Finte gelingt, bist du vorübergehend schneller. Die sofort... Ah, okay. Ja, lass mich jetzt mal aufstehen! Ah, ich war zu früh auf sie. Aber ich habe Angst! Lass mich in Ruhe! Oh ja, nice. Ups, in die falsche Richtung. Juhu! Okay. Aber die Charakterwerte sind natürlich auch wahnsinnig wichtig. Also jeder Charakter hat seine eigenen Technikwerte. Okay. Oh shit! Ja, Entschuldigung, Moment. Wo bin ich? Da bin ich. Ey, das gibt's doch nicht. Haha! Oh shit, das ist nicht so schlau gewesen. Hey, nein. Hä? Uff. Oh, Freche! Oh. Nice. Okay, irgendwie macht es ja schon Spaß. Gib es ja zu. Hä, der hat mir Luft getroffen. Urgemein. Also, hey, aber sorry, aber das ist ja ein hure Umgetrolle. Vor allem, ich habe noch nichts gemacht von all dem, hey. Shit. Hey. Okay, ja noch. Okay, wenigstens habe ich mal den Pass geschafft. Hey. Mann, es wechselt aber irgendwie komisch hin und her, finde ich irgendwie. Okay, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Okay, wir haben nichts geschafft. Ah, hey Martin, ich habe erledigt, Weekend kann kommen. Nice, das ist super. Ja, 17 Punkte länger leider auch noch nicht. Hey, es tut mir echt leid, aber ich habe einfach das Gefühl, dass du heute nicht mehr auf die Punkte kommst, schon dann.
habe ich leider wirklich so ein bisschen die Befürchtung. Man kann auch nicht alles haben, das ist leider so, ja. Aber hey, jetzt weisst du es auch für nächstes Mal. Wir machen ja wirklich öfters mal Giveaways. Ich glaube, am Montag gibt es schon wieder eins. Von dem her, hey, ganz ehrlich, einfach immer ein bisschen dabei sein, immer ein bisschen zuschauen. Du kannst auch im Lurk sein, weißt du, musst nicht super aktiv mitmachen. Und dann kannst du nebenbei ein bisschen Punkte sammeln und dann kannst du beim nächsten Giveaway sicher mitmachen. Aber am Montag gibt es wieder eins und wir haben ständig wieder ein bisschen Giveaways, von dem her. Ja. Bist du bereit, Techniken für echte Experten zu lernen? Nein, ich komme schon jetzt mit der Techniker nicht Schlag, Mann. Oh Mann. Ein höherer Pass, genau. Steilpässe sind gut geeignet, um die Gefahr solcher Tacklings zu bannen. Also um einen Pass in den freien Raum zu spielen, halte L gedrückt und drücke B oder Y. Ziele gut, denn du möchtest den Ball natürlich dahin befördern, wo ein Teamkamerad ihn auch erwischt. Logisch, ja. Oh. Aha, okay. Nice. Okay, ja, das geht. Das ist nicht so schwierig. Alles easy. Wäre gerade für den Junior gewesen. Ah, okay, ja, schade. Ach, nächstes Mal dann. Wie gesagt, wir kommen immer wieder so Giveaways. Von dem her, ja. Aber einfach immer ein bisschen zuschauen. Dann kannst du die so ein bisschen ansammeln. Kann man auch aufladen, um Himmels Willen. Halte L sowie B und Y gedrückt, um das Aufladen zu starten. Okay. Oh lol. Das wird ja irgendwie lustiger, hä? Hä? Ist ja das jetzt bitte gewesen? Okay. Das kann man auch noch abbrechen. Ach so. Ja, man wird nämlich die ganze Zeit trackelt. Das ist so. Wenn du einen Schuss mit Hilfe von A auflädst, drücke R oder ZR, um das Aufladen sofort zu beenden. Okay. Wenn ich R drücke... Okay. Okay, ja, das ist natürlich nice. Das Team-Trackling, wisst ihr das? Beim Team-Trackling nutzt man die Mithilfe eines Teamkameraden zu einem kraftvollen Tackling mit großer Reichweite. Diese Technik ist sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung hilfreich. Ein Team-Trackling ist eine Art Kettenreaktion, bei der man einen Kameraden anvisiert und diese mit Hilfe von Y per Tackling angeht. Was? Ha? Man schießt sozusagen seine Kollegen aufeinander drauf. Hey, nein. Okay, wow. Hey, nein, Urasi. Aber sag mir bitte nicht, dass man das mit dem... Also, Bowser das mit dem Mario kann machen kann. Shit. Warte schnell. Geht doch das? Also, es ging, glaube ich, schon, aber ja. Ah, shit. Man verwünscht dann natürlich nicht so wirklich viel. Und der Bowser hat eine viel größere Hitbox als der Mario. Von dem her. Haha, so geil. Hey, nein. Okay. Ach, Jesus Gott. Mann. Oh nein, wie sie vor dem Ding sind hockt. Hey, nein. Ah, shit.
Ah, fuck. Also. Fuck, wie er es einfach im Zeug rumgekickt. Hey, nein. Also. Nein, was? Ah, Mann. Okay. Fies. Ah! Okay, ich habe noch nichts gemacht von all dem. L drücken und dann... Ja, aber... Ah... Ich bin unbegabt! Okay, einen habe ich geschafft. Sag mal. Gut. Okay, das war nicht der Plan. Ah, shit. Fuck! Okay, Leute, ich bin unbegabt. Gib es zu. Ich habe noch eine Minute. Aber das ist noch schwer. Hallo? Das ist im Fall gar nicht so einfach. Hey, nein! What the fuck? Vor allem die Hälfte vom Bildschirm ist etwa verdeckt, Mann. Hure gemein. Aber ich muss das Ganze irgendwie noch üben. Von dem her... Ah. Hey, nein. Hey. Okay. I don't know, man. Aber irgendwie... Ich bin, glaube ich, einfach zu dumm für das Spiel. Aber ich habe null Übung irgendwie in FIFA oder NHL oder irgendwie so Titel. Das ist so literally nicht meine Art von Game. Aber hey, ich schaue schnell, wie lange das Giveaway noch geht. Noch 18 Minuten. Okay, Leute, in 18 Minuten ist das Giveaway dann vorbei. Dann schauen wir, wer das dann gewonnen hat. Falls ihr 25 Points habt und gerne würdet das Fan-Package, also so das Fan-Kit von Mario Strikers gewinnen, dann könnt ihr mit Ausrufezeichen Win natürlich dann noch mitmachen. Und ja, ich weiss, dass ich mich nicht gut geschlagen habe. Mann. Aber egal, nächste Lektion. Learning by doing oder so. Also es kommt ein ganz normales Trainingsspiel. Oh no. Ich werde so untergehen, ich weiss es jetzt schon. No! Aber es ist cool. Wenigstens sieht es geil aus. Ah, der Luigi ist auch noch dabei. Nice. Ja. Wow, shit! Wow, es geht hier ab!
Ah, shit, das habe ich mich gar nicht darauf konzentriert, dass der schon geschossen hat. Shit. Ja, ist gut, du hast ein Goal geschossen. Du musst jetzt gar nicht so auf... Aber seht ihr, das hat mich voll abgelenkt, der hure Klotz, Mann. Das hure Regenbogen-Dings. Ja, ist gut, müssen wir es nicht noch unter die Nase reiben. Ist gut. Ah. Hey, nein. Nein, da lo. Oh, yes. Mist. Ha! Sehr gut. Ich habe nicht mal den Dings gebraucht. Hey, nein. Jetzt tu nicht so. Es ist nur ein Goal, Mann. Hey, nein. Aber es ist schön. Es war ein schönes Goal. Das muss man schon sagen. Wunderschön. Oh, shit. Shit, Mann. Na gut, das ist halt obvious gewesen, dass es nicht funktioniert. Nein! Oh shit! Nein! Das habe ich voll verfehlt. Ich wollte eigentlich noch schnell tackeln. Nur gemein. Ah, muss ich spammen, oder? Easy! Oh. Mano! Gemein! Nein, aber es ist ja schon herzig animiert, das muss man schon sagen. Unser Goal ist einfach schlecht. Unser Goal ist die Schuld. Ganz allein er. Er kann einfach nichts. Oh shit. Oh shit. Ah. Oha. Nein, ich bin getackelt worden. In der letzten Sekunde. Fies. Aber es gibt nur Obst und Gemüse. Ja gut, die können wir ja abbrechen, die Highlights. Das ist okay. Das ist okay. Ballbesitz hat so 62% gehabt. Ja, nicht so eine gute Bilanz. Nein, ich möchte es nicht wiederholen. Das ist voll okay so. Ai. Einzelspiel. So. Eine Konsole, genau. Spieldauer. Ja, machen wir mal 4 Minuten. Komm-Niveau. Ja, machen wir mal normal. Items. Hyperschüsse, yes. Was, Tag oder nachts spielen? Nein, schon nachts. Das ist doch viel cooler. Hä?
Ah, kann ich sagen, welche Seite das ich möchte haben? Okay. Ja, ist doch egal. Ja, nehmen wir das. Auto, manuell, Auto. Ah, jetzt kann ich auswählen. Rosalina, die ist... Okay, mal schauen. Der Mario ist halt grundsätzlich... Das finde ich auch so ein bisschen fies. Schaut mal, im Vergleich so. Die Rosalina hat auch einen hohen Schuss, aber sie ist schon ein hoher Schuss. Das hat sie nicht gehört. Aber sie ist auch grundsätzlich schwächer als der Mario, irgendwie so all over. Luigi ist gut in Technik. Du bist einfach mega schnell. Sie hat einfach einen Schuss drauf. Mega cool. Ja, der Toad! Yoshi. Donkey Kong. Der Wario ist auch gut. He? Der ist auch gut, der Waluigi. Was? Außer dem Schießen und dem Passen. Okay. Ich würde sagen, wir machen es einfach nicht. Also Mario ist mein Dings. Kann ich nicht. Was mit oder ohne Ausrüstung? Mit? Also, dann hätte ich gerne. Ich würde gerne mal mit der Rosalina spielen. Mit Ausrüstung. Dann hätte ich gerne den Bowser. Und irgendwie. Der Wario. Ja, der Wario spielen, Mann. Hey Mr. C, du kannst auch mitmachen und das Fanpaket gewinnen. Also kann ich mein Gegnerteam aussuchen, oder was? Ja, dann hätte ich gerne den Waluigi, wobei der ist sehr kräftig. He? Joel ist sicher nicht zuvorderst, der ist auch schnell. Ja, er darf zuvorderst sein. Ja komm, nehmen wir ihn halt hier. Nehmen wir einfach die anderen, sonst verwechseln sie alle. Der Yoshi ist hinten. Und der Toad von mir aus. Peach darf nicht mitspielen, der Luigi auch nicht. Okay. Was muss ich... Hä? Ah, wir müssen es... schauen, wie wir heissen. Die Rockets... Hey, ich will Crowns sein. Ur gemein. Magician's Comets. Sind wir orange? Ja, wir sind orange. Wir sind die Comets. Finde ich gut. Lavaschloss, schaurige Villa, dichter Dschungel, Bildzüge, königliches Schloss. Das Lavaschloss finde ich aber schon recht cool. Aber ich will mal die Villa nehmen. Und die sind im Dschungel. Das nimmt mich auch Wunder, wie der aussieht. Oder sind das beide Miniteams? Oder was? Nein, aber nicht. Das sind Gegner. Okay. Also die Überforderung wird gross sein. Woohoo! Okay, der ist auch cool. Nice. Haha, geil. Ah, sie schwebt durch! Oh, so gut! Oh, shit! Wie sie hure schwebt, Mann, ich verrecke! Oh, shit! Nein! Shit. Oh, das war knapp. Das war fast am Pfosten.
Aber okay, ich feiere es hure, wie die Rosalina im Zeug schwebt. Sorry, aber wie lustig ist das bitte? Es ist grandios. Oh shit. Woohoo! Das war ein schönes Goal. Oh ja! Hey nein, so geil! Hey nein! Sorry, aber das war wirklich sehr schön. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Wunderschön! Ja, da würde ich auch davor schweben, Rosalina. Absolut. Kannst, ja. Das hast du verdient. Oh shit. This is the miner. Miner ist diese. Oh shit. So. Wunderbar. Hey, nein, ich verrecke auf diesen Dings. Auf diesen Hey, nein. Das ist so crazy, Mann. Los, hau rein! Schlecht. Aber ich habe ihn gleich noch getroffen. Hey, nein. Also, es macht mir gleich ein bisschen Spass, muss ich zugeben. Oh, hey, nein. Oh. What the hell? Hey, nein. No. Mann, es ist das Ding vorbei. Mann, so fies. Shit. Hey, nein! Was ist das? No! Oh, das war knapp, Mann. Ey. Nein. Ah, aber er hat gewonnen. Juhu. Yeah. Hey, das ist noch witzig. Es ist noch anspruchsvoll. Also, ich meine, ich bin ja jetzt... Also, es ist vielleicht blöd, wenn ich das sage, aber Kinder sind einfach in so Spiel 1000-mal besser als Erwachsene. Wo sie irgendwie viel schneller lernen, die ganzen Knöpfe gleichzeitig zu drücken und so weiter. I don't know.
Aber es ist noch anspruchsvoll. Es ist wirklich anspruchsvoll. Und vor allem, ich spiele so Spiel wirklich nie. Ich habe noch nie in meinem Leben FIFA gespielt. Ich glaube, einmal NHL. Und wenn man sich so ein Spiel nicht gewohnt ist, ist es schon eine Herausforderung. Aber es ist wirklich witzig. Vor allem, es ist ein hure Gemetzel. Mit diesen Items und dem Tackling und allem. Ist schon witzig. Ist schon witzig auf jeden Fall. Ja. Yay! Man kann Münzen bekommen. Okay. Ich möchte noch mal spielen, ja. Auf jeden Fall. Noch eine und dann lösen wir das Giveaway auf. Das ist ja, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Okay. Schauen wir schnell, wie lange das Giveaway noch geht. Ah, jetzt geht in ein paar Sekunden. Oh, okay. Gut, es ist schon 4 vor. Aber, genau, ey, jetzt ist es vorbei. Du hast hey nein, jetzt hast du eine Sekunde zu spät. Wirklich, eine Sekunde zu spät. Oh nein, sorry, Mann. Pure schade. Also ich mache noch den einen Match, der geht 4 Minuten. Also 4 Minuten Spielzeit. Und dann die ganzen Dings, Ah! Ey. Nein! Jetzt haben wir auch noch gerade mit hier. So. Nimm das. Ah, das ist so. Upsi, das war Schüsse. Ha! Oh! Nein! Mist. Dann gewinnt halt jemand anderes. Ja, wo du 788 Punkte hast. Holy shit. Nicht schlecht. Alter, nein. Das ist nicht die Ernst. Nein, verrecken. Ach, die Animationen sind grossartig. Ah. Ja, ich muss auch zugeben, dass ich es echt noch nicht so wirklich im Griff habe mit ganz vielen Sachen. Ja. Wie zum Beispiel beim Tackling und so. Shit. Aber es ist halt auch cool, die ganzen Animationen einfach mal zu sehen. Ich meine auch das. Was ist das? Das ist so geil. Ah, shit. No. Ah, damn, er hat das Item rausgehauen. Das gibt's doch nicht. Was war das, Mann? Hey, nein. Oh, shit. Oh, nein, wie fies. Hey! Hey, ich komme langsam nicht mehr raus. Was ist das? Oh, shit.
Hey, nein! Nein! Oh Mann! Ja, das haben wir schon gesehen. Mann! Jetzt können wir überspringen. Hey, nein! Es ist... Ey, ernsthaft? So ein Gemetzel! Ey, unglaublich! Ey, nein. Wie ich mich einfach über das Ding drüber schieße. Wow, man kann... Okay, wenn sie so einen Special-Angriff haben, kann man aber auch nicht tackeln. Schade. Schade. Okay, 3-0. Mann, okay, das verliere ich hoch aus. Das erste Match war noch so Anfängerglück. Oh yes. Mann. Okay, das Match ist vorbei. Egal, ist okay. Jetzt ist wenigstens Ace, Gleichstand. Alle sind gleich happy. Niemand hat gewonnen, niemand hat verloren. So soll es doch sein. Also. So sieht es aus. Immerhin 2 Punkte fürs Verlieren. Beenden, please. Dankeschön. Genau, wir lassen hier mal den Sound noch ein bisschen weiterlaufen, weil der ist ja eigentlich ganz chillig. So, also, meine Lieben. Das Giveaway ist beendet an dieser Stelle. Beziehungsweise, dich well played. Danke vielmals, Hörlimann. Dankeschön. Lieb von dir. Also, wir haben ein paar Leute, die mitgemacht haben. Merci vielmals. Ich würde jetzt den Gewinner ziehen. Ich gehe mal davon aus, ihr wohnt alle in der Schweiz. Also vom Hörnlimann, dem Nifty weiss ich es. Vom Stone Drips und vom Lord Enzo weiss ich es leider nicht. Aber ja, schauen wir dann. Ich denke, es wird schon gehen. Also, ich würde sagen, ich hoffe, es sind noch alle da. Und falls nicht alle da sind, muss ich leider einen neuen Gewinner auswählen. Aber ja, die Chance, dass jemand noch da ist ja recht gross. Wo wahnsinnig viele Leute haben nicht mitgemacht. Aber nochmal zur Erinnerung. Es gibt ein Mario Strikers Fan Package zum Gewinnen. Mit 2 T-Shirts, ein S und ein M. Wo schon in der Schweiz nice. So einen Schal, ein Notizbüchlein, Stickers und ein Poster. Genau. Einfach nochmal so zur Info. Und genau, dann würde ich sagen, ich gewinne jetzt den Picker. Genau, ich picke jetzt den Gewinner in 3, 2, 1. Und gewonnen hat der Nifty! Ey, GG Nifty! Bist du da? Uff. Nifty! Falls du da bist, bitte melde dich schnell. Du bist da. Wunderbar. Also, du müsstest mir deine Adresse zukommen. GG! Nifty, genau, GG. Am besten, falls möglich, schickst du mir auf Discord. Wobei, ich weiß gar nicht, ob du uns anschreiben kannst. Nein, weißt du was? Wir machen es anders. Ich mache das schnell so. Ich schreibe dir schnell. So. Also, ich habe schnell eine Flüsternachricht geschrieben auf Twitch. Du doch hier bei uns bitte schnell antworten, beziehungsweise eben uns deine Vor- und Nachnamen und deine Wohnadresse zuschicken. Und dann schaue ich, dass ich das am Montag oder am Dienstag mit ins Büro nehme. Ich glaube, nächste Woche bin ich am Dienstag ausnahmsweise mal im Büro. Und dann kann ich es dann von dort aus schicken.
Und dann sollte sie Ende nächste Woche spätestens, denke ich mal, bei dir sein. So, ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, es hat euch auch beim Zuschauen nicht allzu fest wehgetan, wie unfähig das ich bin. Ich meine, eben, wie gesagt, ich bin nicht allzu begabt in so Multiplayer, sage ich jetzt mal, also in so Sportsimulationen. Also sorry, falls es euch körperliche Schmerzen bereitet hat, mir hier zuzuschauen. Nein, aber ich muss wirklich sagen, es hat irgendwie noch gut da. Irgendwie ist es noch schön. Jetzt kannst du wieder am Stand abholen. Genau, Mr. Julie, genau. So wie dann der Fantasy Basel. Mega cool gewesen. Also das muss man wirklich sagen. Das Fantasy Basel hat hure gefackt. Findet ihr nicht auch? Die sind doch sicher, also die meisten von euch sind ja sicher auch dabei gewesen. Und ich muss wirklich sagen, die Faba, hey, das war so cool gewesen, der da mit dem Stream irgendwie, mit den Verlosungen, die wir gemacht haben. Hat schon mega gefackt. Hat echt mega gefackt. Yes. Ja, aber dann würde ich sagen, das wäre es von meiner Seite eigentlich aus schon gewesen. Ich meine, ich habe das ganze Tutorial durchgespielt, ich habe 2 Matches gespielt, das muss einfach für heute länger. Ja, eigentlich, warum geht das Bild nicht zurück? Egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen ganz schönen restlichen Freitag, nicht mehr streng hoffentlich. Ich meine, jetzt ist 4 Uhr, eigentlich schreit es doch langsam nach einem Feierabendbier, würde ich sagen. Und dann, anschliessend ein umso schöneres Wochenende. Genießt es. Falls ihr bei mir mal vorbeikommen würdet, würde ich mich auch sehr freuen. Ich streame auch 3 Mal in der Woche. Immer am Dienstag und am Donnerstag ab der 7. am Abend und am Freitag den ganzen Vormittag ab der 9. Heute habe ich zwar schon am 4. um 8 Uhr angefangen, also es kann auch ein bisschen variieren. Aber in der Regel ab der 9. am Freitag am Morgen. Und bei mir gibt es auch Just Chatting, ab und zu ab und zu. Bei mir gibt es Just Chatting und Gaming in erster Linie. Ab und zu schauen wir auch ein paar Videos, also ein bisschen gemütliches Beisammensein. Das klingt nach Berndeutsch. Das ist absolut korrekt, das ist auch Berndeutsch. Ist doch auch der sympathischste Dialekt der ganzen Schweiz, findest du nicht? Genau, hey, merci auch euch fürs Zuschauen. Danke fürs Streamen, danke vielmals, dass ihr dabei seid. Und Snacks, hey, hoi und auch in dieser Situation leider auch schon gerade wieder tschüss. Aber eben, kommt mal bei mir vorbei. Ich bin 3 Mal in der Woche live. Und 2 Mal hier, immer am Montag, am 3 gibt es Gaming News. Dann machen wir den Podcast. Übrigens, falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, wir haben einen Gaming News Podcast. Falls ihr das noch nicht wisst, geht doch mal vorbei schauen. Unser Gaming News Podcast, wir nehmen den zwar immer am Montag live auf, also während dem Livestream, aber der kommt natürlich auch auf Spotify unter anderem. Und lasst doch mal rein, wir würden uns freuen, wenn wir ein bisschen mehr Viewer hätten, ein bisschen mehr Zuhörer hätten. Und lasst uns doch auch irgendwie eine 5-Sterne-Bewertung da oder so, wenn ihr mal schnell eine Sekunde Zeit habt. Das würde uns mega unterstützen und uns sicher auch weiterbringen. Und dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe genug gelabert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt ein bisschen die Sonne, trinkt genug, Leute, es wird warm. Und wir sehen uns nächste Woche. Ade miteinander, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye.